Neue von Robbie Williams. Go Gentle. 23 Minuten ab der 7. Lassen wir die Woche schnell Revue passieren an diesem Freitagmorgen. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Zuerst schnell der Blick auf Italien. Finito Silvio de Berlusconi hat seinen Posten als Senator verloren, fliegt aus dem Parlament. Höchste Zeit, sagen alle, ausser seine Anhänger. Und vermutlich findet es auch die Weltwoche daneben. Roger Köpper. Italien ist kein rechter Nachbar mehr, sondern ein linker Zustand. Um was geht's? Skandal, was dem dynamischen Silvio dort passiert. Für mich bleibt der Berlusconi der grösste Staatsmann von allen Zeiten. Es gibt nur wenige Mafiosi, die im Nebenamt so lange noch als Präsident gearbeitet haben. Dann gehe ich davon aus, dass auch Sie, Nationalrat Christoph Mörgeli, Berlusconi nachtrauern. Sagen Häme und Missgunst wäre auf jeden Fall nicht opportun. Berlusconi ist jetzt fast 20 Jahre lang im Amt gewesen. Sind doch nur mal ehrlich, damit hat er fast doppelt so lange gearbeitet wie ein durchschnittlicher Italiener in seinem ganzen Leben, verstehen Sie? Leck weg! Eins muss man Berlusconi ja schon lassen. Er hat es immer geschafft, Massen zu begeistern. So ein bisschen wie ein Popstar. Ciao zusammen, ich bin's, der Brügger Morgen. Irgendwie krass geil, sehe ich der Silvio fast 70 und immer noch heisse Katzen um sich herum. Yeah. Nur das mit dem Liften würde ich nicht machen. Warum nicht? Sonst bist du doch ein Freund vom Remixen. Nein, es würde krass aussehen, oder? Wie würde es denn aussehen? Dann hätte ich dann plötzlich meinen Bart auf der Stirn und nach dem dritten Lift und vierten Mal vielleicht ganz am Arsch. Sehen alle, dass es bei mir nicht anders aussieht wie auf dem CD-Cover. Oh, cool, yeah, man. Themawechsel zur Politik. Bei uns ist eine teurere Autobahnvignette letztes Wochenende vom Volk abgelehnt worden. In Deutschland soll jetzt so eine Autobahnvignette für Ausländer eingeführt werden. Baschi, unbedingt kaufen. Von Basel ist man rasant schnell zu Deutschland. Ja gut, Chat zusammen, ich bin's, der Baschi. Vignette in Deutschland, in welchen Farben? Wie kann ich denn da auch aussuchen? Ich habe nämlich einen Smart oder dunkelblau, Frigato steigert. Und das Beste, da hat man dem John F. Kennedy gehört, oder? Der ist ja vor 50 Jahren, glaub gestorben, oder? Wahnsinn, krass. Baschi, damals beim Kennedy hat es noch keine Smarts gegeben. Aha, echt? Ja, gut, vielleicht hat er sich ja dann drum umgebracht, oder? Der Kennedy hat sich nicht umgebracht, er ist bei einem Attentat ums Leben gekommen, ist in jeder Zeitung gestanden, gerade in diesen letzten Tagen. Ah, was Attentat? Ja, wie gesagt, krass, darum gehe ich ja nie in die USA auf Tournee, oder? Wenn ich in Kreuzlingen oder Romanshorn singe, kennt mich wenigstens niemand und so wirst du garantiert nie verschossen. Ja. Herr Giro, Ja, Herr Giro, mit dieser Pointe von Baschi wären wir eigentlich fertig gewesen, aber bitte. ja, ich bin wertvoll in der Pointe besonders. Ja, es ist so, der JFK ist sicher nicht tot. Im Gegenteil, er ist in New York und jedes stinkige Flugzeug kann auf ihm landen. Im Fall. Zum Glück ist Freitag.